Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Slender the Arrival auf Pelzig. Ja, in der letzten Episode haben wir durch das Bärle da rechts unten in der Ecke, wo mein Molokop jetzt davor steht, da ist es wieder. Dadurch haben wir eine Erinnerung freigeschaltet. Und jetzt müssen wir mal weiter gucken, wie es da weitergeht. Ich finde es hier großartig gemacht, ach. Das ist schon wirklich bei Indie-Spielen mit wenig Mittel viel Atmosphäre erzeugt, und ich finde den Wald, auch wenn er jetzt etwas Licht aussieht, finde ich den durchaus schon sehr schön dargestellt. Man darf halt echt nie vergessen, dass das immer wenig Entwickler sind, die mit wenig Zeich viel Stimmung erzeugen. Und ich finde auch gerade das Spiel, auch wenn man hier wirklich voll in die Story reingeschmissen wird, da müssen wir wahrscheinlich hier durch die Stoller. Ja, auch wenn das hier wirklich mit wenig Mittel arbeitet und mal total in die Story reingeworfen wird, finde ich das einmal zur Abwechslung ganz schön, dass man mal nicht einen ewig langen Plot hat, sondern dass man einfach so reingeworfen wird. Das ist nicht für immer gut. Oh, natürlich machen wir hier die Taschenlampe an, wenn wir hier wieder in so eine Mine reingehen. Ich will nicht. Igitt. Rennen wir durch. Ja, ich muss dennoch sagen, ich finde es mal zur Abwechslung echt angenehm, muss ich gestehen. Okay, da ist wieder so ein Containerhaus in the Woods. Ich will sterben, ich will sterben, ich will sterben, ich will sterben, ich will sterben. Okay, ich auch. Ist im Pudding, ist im Pudding, ist im Pudding, ist im Pudding. Muss ich mal an der Homer Simpson denken, muss ich ehrlich gestehen. Outside, draußen. I need to die before it catches me. Ich muss sterben, bevor es mich erwischt. I'm sorry for any part that is my fault. Es tut mir leid für alles, das meine Schuld ist. Everything is leaking out the back of my head. Alles ist in meinem Hinterkopf, oder alles lauert in meinem Hinterkopf. Hands have teeth. Die Hände haben Zähne. Please tell no one I loved them. It's back now. Bitte sag niemandem, dass ich sie geliebt habe. Es ist zurück. Es ist jetzt wieder zurück. Hide. Versteck dich. Ich muss auch gestehen, weil ihr jetzt wahrscheinlich sehen könnt, dass das nicht meinem Scrapbook zugefügt wird. Ich habe den Part schon mal gemacht und habe dann gemerkt, dass die Facecam nicht gelaufen ist. Das war etwas doof. Und dann habe ich das Ganze nochmal von vorne gemacht. Also bis hier habe ich es in etwa dann wieder gehabt. You're not going to believe this. Also Antwort auf, du wirst das nicht glauben können. Kate, I've been doing some digging and came across an old plot of land that belonged to the Matheson family a ways back. Also Kate, ich habe draußen gegraben und bin über eine alte Geschichte vom Land gestolpert, oder über ein altes Land gestolpert, das der Familie Matheson lange Zeit vorher gehört hat. Charles was known to take his wife, Diane, and his son, Charlie, to the old homestead for family picnics. Charles war bekannt dafür, seine Frau Diane und seinen Sohn Charlie zum alten Homestead, keine Ahnung, für Familienpicknicks mitzunehmen. Also Charlie, das Kind, was wir in der letzten Episode gesehen haben, war offensichtlich kein Mädel, sondern wirklich ein Bu. Aber aufgrund von der schrillen Schreie und so habe ich echt eher Mädel getippt. Aber okay, es war ein Bu. I never imagined what I would see here. Ich hätte niemals geglaubt, was ich dort sehen würde. I think Charlie may have seen something. Ich denke, Charlie hat etwas sehen können oder hätte etwas gesehen. Oder Charlie hat möglicherweise etwas gesehen. Something he was never meant to see. Etwas, das er niemals hätte sehen sollen oder dürfen. Enclosed is a recording of my findings and some documents I came across. Angeheftet sind einige Aufzeichnungen meiner Funde und einige Dokumente, über die ich gestolpert bin. We are dealing with something dark here, Kate. Wir haben es hier mit etwas sehr Dunklem zu tun, Kate. Something I can't explain. Etwas, das ich nicht erklären kann. CR. Okay. Picked up a tabelled Matheson Farm. Also hier ist Videokassette, die beschriftet ist mit Matheson Farm. Und das gucken wir uns natürlich dann mal gleich an. Okay. Die Leute nehmen immer ihr dicke Flashlights, ihr dicke Taschenlampe mit, um Tiere zu erschrecken. The date is September 19th. My name is CR, on site of the Matheson family farm, continuing my investigation in Charlie's disappearance. Let's see what we can turn up. Okay, also CR ist hier unterwegs, um Charlies Verschwinden zu untersuchen. Und dann gucken wir mal, was wir finden können. So weit war ich auch schon. Muss ich auch gestehen, ihr liebe Leute.
Das ist auch sehr cool gemacht, diese alte Farm mit der alten Scheune hier. Alter Shire ist immer gut. Und auch immer gruselig, muss ich gestehen. Ich habe auch jetzt immer noch ein bisschen Gänsehaut. Und da haben wir natürlich noch was. Das habe ich auch schon eingesammelt. Es brennt was und es sind 6 Kinder abgebildet. Unterschrieben ist es mit Charlie und das Slenderman steht über ihnen. Ja. Hier oben ist nur ein alter Koffer. Den kriegen wir leider nicht auf, den alten Koffer. Und ansonsten ist hier nichts von Interesse für uns. Aber ich wollte auch mal hochgehen, um euch hier einmal den Ausblick hier nochmal zu zeigen. Und wie geil einfach diese alte Wellblechhütte gemacht ist. Können wir das können wir benutzen. Ja, cool. Ach, Motto hier. Motto hier. Das habe ich beim ersten Durchlauf hier gar nicht mitgekriegt. Ist das nicht geil? Das kein geiler Scheiß ist. Dann kann man tatsächlich da rum. Und was hier ach prägend ist, you don't have a flashlight. Du keine Taschenlampe. Und da mit dem alten Trabi sind wir auch gekommen. Das sieht ja auch ziemlich aus, das Ding, als könnte man es entsorgen. Also, die modernsten Dinger fahren sie da anscheinend nie. Oh, okay, das scheint ein etwas größerer Komplex zu sein. Wo ich gemerkt habe, dass ich keine Facecam-Larve gehabt habe, war dann hier im Haus. Und ab dann ist es, Neuland für mich, muss ich dann wieder sagen. Also bis dort hier habe ich es gespielt und da habe ich nicht gesehen, dass da was ist. Und da fängt jetzt wieder diese Musik an. Deswegen habe ich mal schon gedacht, okay, es ist irgendwas Fieses hier. Hab dann meinen Blick rüber gemacht, so wie jetzt, und gedacht, nein, ich habe die Facecam nicht da. Und ja, jetzt sind wir dann wieder hier gelandet. Und dort, wo ich ursprünglich war. Rose, we are going into the cellar tonight for another game of hide and seek. Rose, wir gehen heute Abend wieder in den Keller für eine weitere Runde Versteck spielen. Father won't return from his, keine Ahnung, to Red Deer until the morning. Also der Papa kommt nicht vor morgen wieder zurück aus Red Deer. And Mom says he found a lantern so he can take us there after dark. If we all meet by the chapel after tonight's dinner. Und die Mama hat gesagt, dass der Papa da eine Laterne gefunden hat. Sodass man auch in die Dunkelheit gehen kann, wenn sie sich denn alle bei der Kapelle noch im Abendessen treffen. I know you late, the sunset, keine Ahnung, smell of petrol down there, but it will be fun. Wahrscheinlich sowas wie, ich weiß, you hate, ich weiß, du hast den rancid. Mein Lieblingswort. Ich weiß, du hast den ranzigen Gestank von Petroleum da unten im Keller, aber es wird lustig. I promise, das verspreche ich dir, Maggie. PS, don't tell Patty, she'll tell on us. Sag's nicht der Patty, die wird uns verroten, wird's weiter verzählen. Okay, da haben wir wieder was. Och Mensch, Badezimmer in Horrorspielen, das ist nie gut, vor allem wenn es da noch weitergeht. Da hat jemand, die mit dem roten Stuhl, hat jemand ordentlich Pech gehabt beim Scheiße. Oh, bitte lass jetzt nicht hier noch so abgemagertes Kind stehen oder so, das wäre jetzt furchtbar. You don't have a flashlight, immer noch nicht. Ich weiß, aber ich will eins haben. Und da ist wieder ein Kamin. Finde ich eigentlich auch saugeil gemacht, sowas. Da können wir auch nichts. Ich mag hier so alte Kamine unglaublich gern, muss ich gestehen. Da haben wir nix. Okay. Dreht man den Rückweg an und hoffen, dass der Slenderman oder irgendein von seine Kinderkomplize jetzt nicht herkommt. Ich gucke in die Umgebung mittlerweile. Find aber nix an Slenderman. Also ich sehe hier ihn nirgendwo in der Umgebung und es macht auch nicht den Eindruck, dass er hier in der Nähe wäre, noch nicht. Wobei du das Licht dahinter, das ist etwas bläulicher. Das kündigt ein Joa meines Erachtens nach. So war es zumindest in der Wälder, als wir da in den Wälder unterwegs waren, um die 8 Seiten zu holen. Jetzt bin ich immer gespannt. Jetzt geht es da wohl offensichtlich ins Hauptgebiet rein. Wo wir eigentlich untersuchen müssen. Und da kommt bestimmt irgendwas richtig Olveres. Da sind die Silos. Dann müssen wir höchstwahrscheinlich auch noch gehen. Und da hinten ist noch was. Da sehen wir noch ein Baumhaus. Und anscheinend noch ein kleiner Schupper oder ähnliches. Ich gehe doch mal kurz hier. Kann ich rennen? Ja, CR kann auch rennen. Ja, wir sehen hier ein kleines Baumhaus. Und da hinten ist noch ein kleiner Schupper. Das wird sich jetzt zeigen, wo uns der eigentliche Horror begegnet. Oder ob der CR nur eine A-Deutung vom Slenderman gesehen hat. Da hinten ist noch eine Mühle, wie ich sehen kann. Und ich sehe ihn nirgendwo in der Umgebung. Wahrscheinlich sehen ihr alle
während ihr das guckt, da habt ihr ja auch den Blick dafür und ihr könnt die Umgebung so ein bisschen im Auge behalten, aber da ich ja voll der Blindfisch bin und sowas nicht sieht, müsst ihr immer damit rechnen, dass ich der Letzte bin, der sieht. Also, dass derjenige, der spielt, eigentlich der letzte Mensch ist, der das Slenderman sieht. Okay, da kommen wir auch noch wieder durch. Da scheinen wir hier rauszukommen und können von dort aus vielleicht auch hier reingehen. Ich weiß es nicht. Aber es hat die Kamera hat bisher auch noch nicht geflackert. Oder kommen wir ins hohe Feld rein. Das sollte man vielleicht doch noch nicht durch, sondern erstmal in die Silos reingehen. Obwohl mich das nicht gerade sehr reizt, in die Silos reinzugehen. Ich meine, dass so Leute immer bei Sonnenuntergang unterwegs sein müssen und das auch noch immer alle. Die sind doch selber schuld, wenn sie dann gecrunched werden oder sonst irgendwie verloren gehen. Das ist mal ohne Witz. You don't have a flashlight. Und was ist mit dem? The generator is out of fuel. Also, Generator hat Benzin. Reminder, Erinnerung. All wheat and barley should be stored in a subterranean cellar for cold storage. Oh. Igitt. Das Geräusch hat mich jetzt nicht gerade sehr mutig gemacht. Also es war nur hier ein Hinweis, was das Aufbewahren vom Getreide angeht. Ach du Scheiße, will ich da jetzt reingehen? Will ich da wirklich reingehen in den Scheiß hier? Und die Geräusche sind nicht gerade sehr ermutigend, muss ich gestehen. Nein. Nein. Ich gehe bestimmt nicht dort rein, wenn es so stockeduster ist. Und ich glaube, wir sollten erst einmal überhaupt Benzin finden. Ohne Kraftstoff wird das nix. Ich gehe doch nicht in das stockdustere Silo rein, das kannst du knicken. Und dass der Mensch ja nicht mal, wenn er im Dunkeln irgendwo hingeht, eine Taschenlampe mitnimmt, also CR, das geht besser. Gehen wir hier den Weg entlang. Wenn es hier durchführt. Und ich sehe ihn aber auch bisher nicht. Da hinten sehe ich Vogelscheuche oder ähnliches. Aber bisher ist das Slenderman nicht da. Ich finde es übrigens auch sehr krass, dass das Ganze ab 12 Jahre freigegeben ist. Ich muss sagen, ich habe dort tierisch Schiss gehabt in der Mine. Und finde das eigentlich schon echt heftig von der Atmosphäre. Ich freue mich, welcher 12-Jährige das spielt. Kapelle und Keller. Okay. Gehen wir erstmal zu der Kapelle hier. Es hieß ja, wir sollen uns jetzt zuerst in der Kapelle treffen und da gibt es eine Laterne. Und von da aus können wir dann in den düsteren Keller gehen. Das ist hoffentlich auf hier. Oder? The gate appears to be locked. Das Tor scheint verschlossen zu sein. Okay, durch den wunderschönen Minecraft-Stacheldraht will der sich jetzt auch nicht pressen. Na gut. Dann müssen wir offensichtlich doch zum dunkle Keller. Wie geht? Pfui Teufel, Keller. Ich bleibe auch hier erstmal auf dem Weg. Wer weiß, was uns in den Kornfelder erwartet, in den Wildwuchernder. Gehen wir halt mal zum Keller rüber. Na gut. Ich muss ja erstmal ein paar Gegenstände sammeln, wie es aussieht. So dann, nicht Gas, die Laterne müsste ich sammeln. Oh, da geht's in eine düstere Kellerei. Ach du Scheiße. So duster ist der aber zum Glück nicht. Ja, ich muss anscheinend Benzin suchen. Es hieß ja auch, da sei ranziger Gestank von Petroleum. Also müsste man dort anscheinend Kraftstoff finden. Okay, da können wir auch noch runter in den Keller gehen. Na gut. Ach, na gut, hat ja alles keinen Sinn. Okay. Wie sieht's denn da vorne aus? Weil ohne Laterne oder ohne Taschenlampe oder ähnliches gehe ich hier nirgendwo hier, jetzt mal ohne Scheiß. Ich weiß, das ist nur ein alter Rive-Keller, aber trotzdem, du wirst uns doch hundertprozentig irgendwas Hässliches erwarten. Oh Mann, einfach Arizon durch. Hopp. Beweg dich. Geh in eine ranzige Kellerei. Na toll, es flackert das Licht, das war ja sowas von klar. Wie will man dann auch doof Verstecke spielen, jetzt mal ohne Witz? Das ist doch so eng. Da geht doch gar nichts, was Versteckspiele angeht. Oh nee! Gaskanister habe ich gekriegt.
Also ich habe jetzt meinen Treibstoff. Und scheiß die Wand. Nein! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, nee. Oh Gott. Überall Kinder. Oh, ich guck so gut wie es geht noch unter. Ich will nicht. Alter, ich will nicht. Vor allem habe ich jetzt nicht mal eine scheiß Taschenlampe, um die zu blenden. Ach du Scheiße, Mann. Oh, ist das eklig. Ach du liebe Zeit. Oh, nee, wie widerwärtig. Irgendwas ist? Hallo Laternenpfahl, weißt du, was ist? Ab jetzt Dauerstrom durch deine Adern fließt. Uah. Irgendwas jagt uns. Irgendwas jagt uns hier durchs Feld. Und jetzt scheinbar wieder einigermaßen heil rauskommen zu sein. Aber ich bleib nicht stehen. Ohne Scheiß ums Verrecke bleibe ich hier nicht stehen. Und hier im Silo könnte man möglicherweise dann etwas finden, ums Tor zu knacken. Ich hoffe, das waren alle Benzinkanister. Okay, es hat nur einer gereicht. Alles klar. Igitt. Also da werden wir wahrscheinlich auch noch Kinderbegegner. Befürchte ich jetzt mal. Hallo Laternenpfahl, weißt du, was ist? Ab jetzt Dauerstrom durch deine Adern fließt. Ach, ich mag den Mr. Burns Spruch. Okay, da ist das Slenderman wieder abgebildet. Ich glaube, wir müssen mehrere Generatoren hier befeuern. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Da ist wieder so eine ranzige Kinderzeichnung. Okay, da kommen wir mal nicht durch. Es ist scheißen gruselig hier drin, wirklich. Hätten sie mal wieder gut hingekriegt vom Feeling her. Okay. Dann gucke ich mal von der anderen Seite nochmal rein. Manometer. Ey, sofort, wenn ich die Kinder gesehen hätte, ich wäre ab und nie mehr wiederkomme. Das ist ja scheußlich. Also jetzt mal ganz ohne Witz. Komme ich da irgendwie rein? Ja. Uah. Und durchs Feld huscht nur irgendwas, okay? Oh Mann, ich will einfach nicht. Ich will einfach nicht. Dann muss ich wohl doch von dort aus rein. Boah, das ist echt heftig. Jetzt mal ohne Witz. Wieder sowas Optionales anscheinend. Oder ich weiß auch nicht, muss man dort durch von der Hauptstory her? Ich kann es nicht sagen. Aber es ist schon echt gemein. Muss ich so gestehen. Ah ne, da muss ich lang. Okay. Ich bin hier schon richtig. Aber ich will einfach nur durch. Ich will einfach nur durch hier. Am besten ohne creepy Kiddos zu sehen. Das fände ich schon extremst geil. Okay, oh, nett. Die machen ein Picknick. Und das Slenderman war wohl ausnahmsweise nett abgebildet. Okay, jetzt bin ich hier gelandet. Da kann ich vielleicht ins Baumhaus rein. Kann ich doch rein? Nee. Sieht wohl nicht so aus, als könnte ich doch rein. Solange ich nicht in den gruseligen Keller rein muss und Hide and Seek mit der Kinder spielen muss, ist alles in Ordnung. Was haben wir hier? Da ist noch ein Bild. Okay, die Matheson-Familie. Und das Slenderman war hinten noch abgebildet. Also das Slenderman war hinten auf dem Bild mit drauf. Okay. Steht Musara. Steht aus der Gegend dringendst ausziehe. Hier blinkt was. Ein Schlüssel. Picked up Gate Key. Das ist gut. Das heißt, jetzt komme ich dort durch. Durch den Minecraft-Stacheldraht komme ich trotzdem nicht. Der ist anscheinend unüberwindlich. Das heißt, ich muss wieder durchs scheißen gruselige Feld durch.
wo die Kinder anscheinend auf mich lauern. Oh je, oh je, oh je. Ich will jetzt erstmal nur noch hier durch. Und hoffe, es passiert hier nichts. Wo war das nochmal? Hier musste ich durch, ja. Und dann geht's hier raus. Natürlich, es ist schon dunkel. Das war ja klar. Und die Euler kreischen schon. Und ich habe immer noch keine Taschenlampe. Und ich sage ihr, liebe Leute, an der Stelle mache ich einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Slender The Arrival auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Eiern Yankee.